Jetzt hallo, liebe Freunde der schwäbischen Sprache. Heute erkläre ich euch mal die Wörter heben, lupfen und aufheben. Das schwäbische Heben entspricht dem hochdeutschen Halten. Wenn man etwas festhält, festhebt. Oder wenn man aber fragt, wenn er aufs Klo geht, kannst du es noch verheben, lass es ja nicht laufen. Oder auch die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Das Gesetz hebt locker nochmal weitere 6 Jahre, vorausgesetzt, mir kratzt vorher der Schimmel ran. Lupfen bedeutet übrigens auch was hochheben, was hochlupfen. Und wenn das, was man hochhebt, zu schwer ist, noch verlupft man sich. Und wenn man sich verlupft, dann fährt es meistens granatenmäßig ins Kreuz rein. Das Kreuz ist übrigens der schwäbische Rücken. Und dieses Kreuz, das zieht sich über die komplette Wirbelsäule vom obersten Wirbel bis zum untersten Wirbel und vom untersten Wirbel wieder rauf bis zum obersten Wirbel. Wenn euch etwas nachfliegt, also herunterfällt, zum Beispiel ein Euro, dann tut man den Euro aufheben, also aufheben. Jetzt gibt es auch noch die Bedeutung für aufheben, wenn man etwas aufbewahrt. Also wenn man jetzt diesen Euro nimmt und es als Sparso steckt, dann bewahrt man den da drin aufheben. So, jetzt habe ich euch ganz kurz die Unterschiede zwischen heben, lupfen und aufheben erklärt. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, ade.